in den Bergen. Ja, oh mega. Hey, und vor allem mega cool, dass du auch dabei bist. Mit uns zusammen in den Bergen, auch wenn es nur daheim ist. Aber trotzdem, schön bist du dabei. Heute wollen nicht nur wir in den Bergen unterwegs sein, sondern auch der Knüsli und der Geschwind wollen sich ins Berggebiet wagen. Was sie aber das sicher machen können, brauchen sie noch ein bisschen Vorbereitung. Komm, wir schauen mal, wie es diesen zwei in der Werkstatt so geht. Oh, jetzt sollte ich vielleicht noch anschreiben, für wer das es ist. Ne? Für den Gemsli. So. Ja. Das Konzept steht schon mal. Das ist ja so schon mal sehr gut. Knüsli? Ja, soll ich bist du jetzt wieder am Basteln da? Oh! Wir haben doch gesagt, wir gehen heute in die Ferien, wir gehen heute an den See, machen uns einen schönen Tag. Aber nein, Ja, du bist wieder da, um irgendetwas zu arbeiten. Oh, ja, das habe ich voll vergessen. Es tut mir voll mega leid. Weißt, es ist gerade vorher so ein asiatischer Bergführer zu mir gekommen, der Herr Gemsli. Und der hat gesagt, Sie sind doch ein Professor. Weißt, letztes Mal haben wir ja die vielen Berufe ausprobiert und ich habe gemerkt, ich bin der Erfinder, oder? Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, könnte ich auch eben etwas machen, um die Berufe zu vereinfachen. Ja. Das habe ich dann allen so mal ein bisschen erzählt. Und dann hat eben der Herr Gemsli angerufen und hat gesagt, Knüsli. Und ich habe gesagt, hallo, wer ist da? Dann hat er gesagt, hat sich vorgestellt und so, dann haben wir ein bisschen geplaudert. Und dann hat er gesagt, er braucht ein Konzept, wie er seinen Leuten besser beibringen kann, in den Bergen zu klettern. Ja. Weißt, nicht so wie die da mit den Bähnchen Das ist noch aufdüseln. interessant. Genau. Und ich habe mir überlegt, 3 Schlagwörter, die es in den Bergen braucht. Erstens, Kraft. Man muss ja da raufkraxeln. Zweitens, Höhe. Ja. Ich habe eben mega Höhenangst. Und Aber dann ist ja etwas- Bergsteigen nicht für dich, oder? Ja, aber weißt, ich bin Professor, ich tue das mal aus dem wissenschaftlichen Aspekt mal analysieren und probieren. Dann kann Ja, ich vielleicht die interessant, Höhenangst auch ja. überwinden. Und drittens, je höher man raufkommt, desto schlechter wird die Luft. Und dann muss man irgendetwas daran arbeiten, damit man besseren Atem hat und in dem Sinne weniger Luft braucht. Und das alles gibt es Gebirgstraining für den Gemsli. Ja, das ist eigentlich noch interessant. Ja. Jetzt bin ich mir gerade überlegen, wenn wir nicht das machen, anstatt an den See gehen. Du könntest eigentlich gar nicht das erste so Versuchskaninchen sein. Ja, das wäre eigentlich noch interessant. Komm, Oder probieren wir es aus, damit ja? du kein Kaninchen bist, kannst du den Versuch geschwind sein. Ein geschwinder Versuch. Ja, genau, Das machen wir. Wir fangen an mit Kraft. Da habe ich gerade draussen ein perfektes Örtchen gefunden. Ja, Machen genau, wir's dort? machen wir. So geschwind. Jetzt musst du einfach da raufziehen, so viel mal wie möglich. He? Ja. So wie ich. Also, ich probiere es mal. So? Ja, genau wie ich. Magst du noch? Oh, Magst du noch? jetzt. Ja, dann hör ich auf, wenn du aufhörst, weißt du? Okay. Ja. Ja, aber es hat wirklich gut, das merkt man. Ja, das hat gemerkt, du bist schon ein bisschen gewachsen, schau. So Ja. ein bisschen. Dann machen wir das nächste Höhentraining. Das ist Sehr das gut. Schlimmste. Da habe ich echt Angst davor. Aber wir machen es. Gut, Los machen wir. geht's. So geschwind. Da sind wir jetzt am Höhenparkour. Und du darfst schon anfangen. Warte, ich sage noch. Test 741 Höhe. So, Ja, und jetzt? Was muss ich machen? Einfach rauflaufen. ja. Aber, hä? Einfach Das ist ja- hochlaufen, das ist einfach nicht so einfach. Dann laufen wir doch einfach rauf, oder was meinen die? Oi. Der macht das wirklich einfach, du. Okay. Hochlaufen. Das ist aber mega hoch. Ja, nicht runterschauen. Ja, wo denn anders? Ja, rauf. Ja, dort ist es hoch. Es ist überall hoch. Es ist überall hoch. Können wir wieder runtergehen? Noch einen Schritt.
Hast du so Höhenangst, Knüsli? Nein, ich spiele es nur. Sicher? Komm, wir gehen runter. Ja gut, dann halt. Leute im Helikopter an, er soll mich da abholen. Ja nein, komm, die 2 Schritte Nein. kannst du jetzt noch selber Nein. runterlaufen. Ruf am Heli. Also komm, gib mir die Hand. Aber es ist mega hoch. Ui! 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 Jetzt sind wir wieder unten, hä? Und was ist die nächste Übung? Alles können wir machen. Einfach nicht mehr das. Machen wir das mit der Luft noch, ist gut. Genau. So geschwind. Jetzt befinden wir uns beim ultimativen Test, der letzte, der Lufttest. Und zwar in den Bergen, je höher du bist, desto dünner wird die Luft. Und darum musst du möglichst versuchen, viel Luft anhalten. Und das üben wir mit dieser Schüssel voll Wasser. He? Ja. Also, Also wenn jetzt der Test besteht, dann bin ich im Bergsteiger. ja, dann kannst du mit dem Gämsli auf die Berge gehen, genau. Ja, cool. Genau. Machen wir doch. Aber dann muss ich da zuerst noch den Hut abziehen. Genau. Und wirklich fest Luft holen, Kopf ins Wasser, möglichst lang drinnen bleiben. He? Ja. Also, Achtung, fertig, los! Boah. Also länger kann ich nicht mehr. Tja, der ist immer noch drin. Knüsli, du hast gewonnen. Hey, ich könnte auch noch mal reingehen. Dann sage ich bin so lange drin gewesen. Hat er jetzt das Gleiche gemacht wie ich? Hallo, Knüsli? Ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Hallo? Ja, was ist? Wie hast du jetzt geschafft, so lange da drinnen zu haben? Das ist ein ganz einfacher Trick, weißt du? Und wie hast du es gemacht? Ich kann das ganze Wasser ausdrücken. Ja, nein. Viel einfacher. Dann hast du es aber schon ein bisschen beschissen. Ja, nein. Weißt du, auch eine Wanderung musst du immer wissenschaftlich angehen. Das ist viel besser. Aber ich habe noch ultimativ, für die, die so einen kurzen Atem haben wie du, habe ich noch etwas entwickelt. Und? Das ist Knüsligas 4361BXZ. Und was machst du mit dem? Das ist eine spezielle Luft, die man mitnehmen kann. Und in dem Sinn, du siehst, da haben wir so Ballons. He? Und das sind Speicher von dem Gas. He? Ja. Weil die Ballons sind ein bisschen einfacher zu tragen als die Flaschen. Nachher tust du die Ballons auffüllen, sozusagen. He? Ja, Musst zeige mal. da rundherum. He? Dann musst du da irgendwie aufdrüllen. Weißt du, jetzt ist das Gas da in den Ballon rein. Ja. Und nachher, eigentlich sobald ich das dann rein habe, können wir losgehen, weil dann habe ich halt die Luft, die ich brauche. Am besten zuerst ausschnaufen. Zeig's mir mal, wie es funktioniert. Genau. So, jetzt können wir gehen. Gut mit? Ja, gehen wir. Oh. Adali! Ah, Noemi. Fast geschafft. Du bist schon fast so eine Angst, als wie der Knüsse war in den Bergen. Aber Nathalie, in den Bergen ist es auch ein bisschen gefährlich. Das ja, musst du zugeben. das hast du recht. Manchmal ist es schon ein bisschen unheimlich so weit Eben. oben. Hey, und wisst ihr was? Nicht nur der Knüsli hat Angst, um in die Berge zu gehen und ich, um da die steile Strecke runterzulaufen. Es gibt auch in der Bibel mega viele Leute, die immer wieder Angst haben. Und von einer so einer Person wollen wir heute etwas hören. Aber vorher singen wir noch miteinander das Lied. Darum mach dich bereit für das Lied, das jetzt kommt. Hallo liebe Kinder, willkommen da. Heute bin ich da, um mit euch ein Lied zu singen. Und zwar singen wir zusammen B-I-B-E-L. Das kennt ihr sicher gut, darum steht auf die Hei und singt mit. B-I-B-L
ja, also wir sind da, oder ich bin da auf dem Turm oben, auf einem hohen Turm oben. Und auf die einen Seite hat man zwar eine tolle Aussicht, aber wenn ich jetzt da ein bisschen drüber gehe und da oben runter schaue, dann muss ich gleich sagen, wie sagen, bekomme ich gerade ein bisschen Angst über. Ich habe gerade so ein bisschen schwache Hände. Weil es ist doch sehr hoch und das ist nur Holz. Und gleich, es ist Holz, es hat ein Geländer, also eigentlich muss ich gleich gar nicht so viel Angst haben. Ja, aber gleich, Angst ist so ein Thema, gell? Vielleicht hast du das, oder bestimmt hast du das auch schon erlebt, Angst haben vor irgendwas. Eben die einen haben Höhenangst, andere haben vor ganz anderen Sachen wieder Angst. Aber, ja, eben, ich muss es auch nochmal anschauen. Ja, jedenfalls, was es zu Angst sagen gibt, das ist nicht nur etwas, was Kinder betrifft, sondern sogar auch Erwachsene haben Angst. Eben aus ganz verschiedensten Gründen kann man Angst haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch dort, wie viele Leute immer wieder Angst gehabt haben. Einer zum Beispiel war der Elia. Der Elia, der hat grosse Angst gehabt. Er hat so viel Angst gehabt, dass er nur noch weg fortrennen. Er musste flüchten, nichts mehr weg. Alles, einfach, nur noch gerannt, einfach weg. Er hat so eine Angst, er war richtig gepackt von der Angst. Er ist fast um sein Leben gerannt. Weit weg. Sein Ziel ist einfach weit weg, möglichst weit weg sein. Irgendwo, wo er sicher ist vor der Königin. Ja, der Elia ist es gewesen. Er ist geflüchtet oder hat Angst gehabt vor der Königin. Und erschöpft hat er nachher sein Ziel erreicht. Es ist Beersheba, eine Ortschaft gewesen, die heisst Beersheba. Hat er die Ortschaft erreicht, aber er ist immer verfolgt worden von dieser Angst. Die ist einfach immer da gewesen. Ja, Angst ist etwas Gemeins, könnte man sagen. Die einen Menschen, wenn sie Angst haben, die werden sie richtig verrückt. Andere Menschen, die würden sich am liebsten unter der Bettdecke verkrüchen und irgendwo, oder das Loch geht auf und mir geht runter und zu, einfach weg. Und eben bei Elia ist es jetzt so gewesen, dass er so viel Kraft bekommen hat, dass er einfach nur noch flüchten konnte. Weg, nichts wie weg. Ich weiss nicht, wie du reagierst, wie es dir geht. Der Elia, der hat nur noch weggehen. Aber das Städtli, der Beersheba, ist mir irgendwie gleich zu wenig sicher gewesen. Er hat das Gefühl, nein, da, vielleicht Königin, vielleicht schickt sie Soldaten, die dann herkommen und nein, ich muss weg von da. Im Kopf hinein, beim Elia haben sich ganz viele schlimme, so Bilder abgespielt. Er hat sich überlegt, was alles könnte passieren. Nein, ich muss weg. Die Säbel, die will mich fertig machen. Die Säbel, das hat eben Königin geheissen. Sie will mich fertig machen, aber warum eigentlich? Was ist eigentlich das Problem? Ja, was hat der Elia denn eigentlich gemacht? Er hat ihr gar nichts Schlimmes gemacht. Er hat nur betet, Herr, lebendiger Gott, lass Feuer vom Himmel fallen. Damit alle da in Israel dürfen erkennen, dass du der einzig wahre Gott bist. Dass es keinen anderen Gott gibt. Und das Wunder ist passiert. Es ist Feuer vom Himmel runtergekommen. Und alle haben dort gesehen, dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der einzige Gott ist. Und auch der König, also der Mann von der Säbel von der Königin, der König Ahab, ist dabei gewesen, hat das alles gesehen, hat das erlebt. Ja, wenn wir zurückgehen, der König Ahab hat die Isabel geheiratet, die Isabel ist aber von einem anderen Land gekommen, und als sie gekommen ist, hat sie ihren Gott mitgenommen, den Gott Baal, hat sie den mitgenommen und hat ihn in Israel dort angetan, hat von dem erzählt, hat den verbreitet und hat die Leute wieder dazu verführt, dass sie auch an den Gott Baal glauben. Nur eben, was jetzt da bei Elia passiert ist, das Volk, das die Leute sehen, der einzige wahre Gott ist der Gott im Himmel, der Gott von der Bibel. Und der Baal, der gibt's gar nicht. Das ist ein toter Gott. Ja, und daraufhin der Ahab, König Ahab, der ist heimgegangen im Palast und hat Isabel all das erzählt, was der Elia gemacht hat. Dass eben Feuer vom Himmel ist. Und dass der Gott vom Himmel der einzige wahre Gott ist. Und dass die Leute angefangen haben, an diesen Gott zu glauben. Und nicht mehr an Baal. Er hat erzählt, dass der Baal verloren hat. Aber die Isabel, die hat das nicht wahren. Die ist richtig zornig, richtig verrückt worden. Man hat es fast nicht können, ja, die hat das nicht glauben. Und das hat eben der Elia gewusst gehabt, dass die Säbel so verrückt worden ist. Und darum ist er geflüchtet, eben irgendwo weit weg vom Palast. Ist nicht mehr dort geblieben. Er hat, wenn wir da anschauen, richtig Angst gehabt. Er war richtig gefüllt mit Angst. Und er hat Zittern gehabt. Er hat
hat sich wieder aufgemacht, ist weggegangen von Beersheba, ist in die Wüste rausgerannt. Wenn du es da schaust, da ist zwar ein See, da sind viele Häuser. Hey, da hat er sich nie zu wohl gefühlt. Der musste weggehen. Richtig in die Wüste raus, wo es nichts mehr gab. Keine Bäume, keine Häuser. Ist einfach fertig gewesen. Gar nichts hat es dort gehabt. Auch keine Menschen. Und ja, nach einigen Stunden ist er dort erschöpft und ganz allein am Boden runtergehockt. Ja, aber es hat keine Menschen gehabt. Das heisst auch, er hat niemandem von seiner Angst erzählen. Mit seiner Angst war er ganz alleine gewesen. Ob er echt daran gedacht hat, dass Gott bei ihm ist? Ja, wie Gott ist immer da. Gott ist immer überall. Ist er bei ihm gewesen. Gott ist immer bei denen, die an ihn glauben. Gott ist bei dir, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust. Gott ist da, wenn du Angst hast. Und wo Gott ist auch der Herr Jesus. Auch er selber weiss, was es bedeutet, Angst zu haben. Wo er auf der Erde war, wo er gewusst hat, jetzt muss er dann sterben, jetzt wieder gekreuzigt, hat er auch ganz fest Angst gehabt, geschwitzt vor Angst. Und er gewusst gehabt, was vor ihm steht, was passiert. Und darum kann er dich auch ganz gut verstehen. Darum weiss er, wie das ist, wenn du Angst hast. Und er kann dir auch helfen. Genau, ja, Gott ist da, aber der Elia hat das nicht gespürt gehabt. Von dem allem hat er irgendwie nichts gesehen gehabt. Das Einzige, was er gesehen hat, sind so ganzen Haufen Sträucher rund um ihn herum, die ihm ein bisschen Schatten noch gegeben haben. Aber er war müde und ist dort unter so einem Strauch gehockt. Aber die Angst war immer noch da gewesen. Wenn er die doch nur loswerden könnte. Wie kann er die Angst besiegen? Wie kann er die loswerden? Der Elia hat überlegt und er hat nachher das einzig Richtige gemacht. Er hat zu Gott gesagt. Er hat zu Gott gebeten gehabt. Und er hat ihm gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Ich weiss nicht mehr weiter. Ich habe so grosse Angst. Und das, wenn wir das machen, dann ist das wieder der erste Punkt, um die Angst zu besiegen. Und jetzt kannst du da schauen, das heisst, mit Gott kannst du die Angst besiegen. Wenn du zu Gott redest, wenn du zu ihm bettest, dann ist das, könnte man sagen, wie 1:0 gegen die Angst. Es macht wie die Tür für Gott auf. Du kannst ihm alles sagen, immer. Am besten suchst du dir irgendeinen Ort, wo du alleine bist. Wo du einfach ganz ungestört mit Gott kannst reden und ihm einfach alles kannst sagen. Er hört dich und er versteht dich auch. Beten, das ist 1:0 gegen die Angst. Ja, und Elia hat nachher weitergebetet. Er hat weiter gesagt, Herr, ich will nicht mehr leben. Ich habe so eine grosse Angst. Lass mich sterben. Und ich bin ja schliesslich auch nicht besser als die anderen. Was habe ich schon Besseres gemacht? Ich will nicht mehr da sein. Lass mich gehen, Herr. Gott hat ihm zugelassen. Elia hat sich nachher angelegt, ist eingeschlafen und Gott hat ihn einfach schlafen lassen. Ja, weil Gott will nicht, dass Elia stirbt. Gott will das Leben. Gott will nur das Gute für die Menschen. Und so hat er Elia einfach mal schlafen lassen. Und er hat ihn nicht nur schlafen lassen, sondern er hat sogar weiter für ihn gesorgt gehabt. Plötzlich nämlich, wo der Elia da so am Schlafen ist, da ist ein Engel gekommen zu ihm und hat ihn geweckt gehabt. Elia, steh auf! Steh auf und iss! Der Elia ist gar nicht mehr rausgekommen, weiss nicht, wie lange er schon geschlafen hat. Jedenfalls hat er dann so müde, schon verwacht, hat die Augen ein bisschen gerieben und hat angeschaut und weißt du, was hat er gesehen? Er hat gesehen, ein feines, so ein Fladenbrot auf einem Stein, wo auf einem Stein gebacken worden ist, nebendran ein Krug Wasser. Er hat es gesehen, aber er hat ihm gar nicht gesagt, er ist gar nicht rausgekommen. Er hat nur Hunger gehabt, er hat Durst gehabt und er hat das Essen, das Trinken gesehen, hat es genommen, gegessen, Wasser getrunken und dann ist er wieder eingeschlafen. Ist wieder eingeschlafen und hat sich wieder erholt. Ja, und Gott weiss das. Gott weiss das, wenn wir Angst haben, wenn wir Sorgen haben, dann braucht das so viel Kraft und er weiss, wir brauchen Erholung. Wir können nicht so bleiben. Wir müssen schlafen, wir müssen ausruhen, wir müssen wieder essen, wieder zu Kräften kommen. Und genau das hat Elia gemacht. Beziehungsweise eben Gott hat ihn gelassen, dass er das machen konnte. Er hat ihn schlafen lassen, hat ihm zu essen gegeben, hat ihm zu trinken gegeben. Und so kann man sagen, das Ausruhen, das Erholen ist wie ein zweiter Punkt gegen die Angst. Also jetzt haben wir schon, mit Gottes Hilfe, können wir die Angst schon 2:0 besiegen. Ja, der Elia hat nämlich viel Kraft gebraucht. Und auf einmal ist, als er wieder geschlafen hat, ist wieder ein Engel gekommen und hat ihn wieder geweckt gehabt. Und hat gesagt, Elia, stand auf und iss. Du hast nämlich noch einen weiten Weg vor dir. Der Elia ist wieder aufgestanden, hat das gegessen, hat das getrunken und ist so wieder zu Kräften gekommen.
ganz verschwunden ist die Angst zwar noch nicht, aber er hat gleich wieder genug Kräfte gehabt, um 40 Tage und 40 Nächte weiterlaufen an einen anderen Ort, wo Gott ihm gesagt hat. Er ist dort zu einem Berg gekommen. Der Berg heisst Horeb. Vielleicht kennst du den Berg besser unter dem Namen Berg Sinai. Das war nämlich der Berg, wo Gott am Volk Israel Gebot gegeben hat, wo er gesagt hat, was er von ihnen erwartet. Wie kennst du bestimmt die 10 Gebote? Das erste Gebot heisst, ich bin euer Gott. Ich habe euch gerettet. Es gibt keinen Gott außer mir. Wir sollen niemand anders anbeten. Dort ist Elia hergekommen. Und dort hat Gott zum Elia angefangen zu reden. Also Elia hat einen Ort gefunden, dort in einer Höhle, und dann hat Gott zu ihm geredet. Elia, was machst du da? Ah, Gott, jetzt ist er gekommen. Ja, ich habe für dich gekämpft. Ich habe alles gegeben für dich. Ich habe immer gemacht, was du gesagt hast. Alle anderen haben mich verlassen, alle haben angefangen, den Baal anzubeten. Und allen, die ich glaube, dann ist es so schlecht gegangen. Schau, ich bin davon gekommen, ich konnte flüchten, aber jetzt wollen sie auch mich plagen, jetzt wollen sie auch mich töten. Ich kann nicht mehr. Das hat Elia zu Gott gesagt. Gott hat weiter zu ihm gesagt, Elia. Also erstens hat er ihm mal zugelassen, hat ihn ausreden lassen. Und dann hat er gesagt, Elia, komm raus. Ich will jetzt zu dir kommen. Ich will bei dir vorbeikommen. Und dann plötzlich, wir sehen es jetzt da aussen, recht dunkle Wolken. Zum Teil vorher habe ich gehört, hat es schon donnert. Da ist ein riesiger Sturm losgebrochen. Ein Orkan ist losgebrochen. Und die Berge sind zusammengebrochen. Und es ist so etwas hat man wahrscheinlich noch nie gesehen. Aber Gott war nicht in diesem Sturm hinein. Daraufhin ist ein Erdbeben gekommen. Der Erde hat zittert. Aber Gott war auch nicht dort. Nachher ist noch ein Feuer gekommen. Ich weiss nicht, was alles brennt hat. Aber es hat brennt. Aber Gott war auch nicht im Feuer. Und schlussendlich ist ganz ein feiner Wind gekommen. Wie jetzt? Ich habe gesagt, ganz ein schönes Lüftchen ist gekommen. Und dort war Gott. Elia hat ihn zwar selber nicht gesehen. Elia hat seinen Mantel genommen, hat sein Gesicht verdeckt. Er hat Gott nicht gesehen, aber er hat gewusst, Gott ist da in dem Wind. Er hat nicht gewagt, Gott anzuschauen. Aber Gott fragt ihn wieder, Elia, was machst du da? Ja, und wenn Gott anfängt zu dir reden, wenn Gott redet, wenn Gott etwas sagt, dann ist das, wir können wieder hier schauen, ein weiterer Punkt gegen die Angst. Also das ist schon der 3. Punkt. Der 1. Punkt, weisst du noch, zu Gott reden, deine Angst Gott sagen, der 2. Punkt ausrufen und der 3. Punkt ist jetzt, wenn Gott selber redet, wenn er zu dir redet. Dann ist das ein weiterer Punkt gegen die Angst. Ja, dann muss die Angst nämlich weggehen. Gott möchte dir Mut machen. Und Gott redet vor allem auch durch die Bibel. Und darum sage ich, schlag die Bibel auf. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt. Schlag die Bibel auf und lies da drin. Dann redet Gott zu dir. Oder geh in die Jungschar oder an sonst einen Ort. Vielleicht von deiner Gemeinde, christlichen Gemeinde oder Kindertreff, wo du von ihm hörst, von Jesus. Geh dorthin, dass du hörst, was er sagt. Oder eben, jederzeit kannst du die Bibel aufschlagen und drin lesen. Gott möchte zu dir reden, Gott möchte dir Mut machen und mit seiner Hilfe, dass du mit seiner Hilfe die Angst kannst besiegen. Ja, Gott hat eben Elia zugelassen und hat nachher auch zu ihm reden. Und es tut gut, wenn wir die Angst sagen können. Wenn wir die Angst jemandem sagen können. Und eben, Gott kannst du immer sagen. Ihm kannst du alles sagen. Und Gott hat ihn auch lassen. Er hat Elia lassen, sein Herz. Er hat Elia völlig sein Herz ausschütten. Er hat ihm alles sagen. Er hat sich nicht mal schämen dabei. Ja, ich habe vorher gesagt, alle haben mal Angst gehabt. Auch die Erwachsenen haben Angst. Und wenn du mal Angst hast, du musst dich nicht schämen. Und schon gar nicht bei Gott. Menschen lachen einem manchmal aus. Sagen dir vielleicht, du bist ein Angsthase. Oder sonst irgendwas. Aber Gott sagt das nicht. Er lacht dich nie aus. Nein, er möchte dir helfen. Und zu Elia hat er nachher etwas gesagt. Elia, geh den Weg zurück in die Wüste. Ich brauche dich. Geh zurück zu den Leuten, zum Volk. Du sollst Könige auswählen. Du sollst weiter meine Botschaft weitergeben. Du sollst andere zu den Propheten ausbilden. Also Gott hat für ihn einen Auftrag gehabt. Und er hat ihm nachher auch Mut gemacht. Vielleicht können wir noch mal da übergehen, wo wir sehen, die vielen Häuser, die es dort hat.
Und er hat ihm dann gesagt, schau, Elia, ich habe dir nämlich 7000, oder es hat noch 7000 andere Leute, die auch an dich glauben. Du bist nicht allein, du bist nicht der Einzige. Er hat ihm wieder viel Mut gemacht. So ist Gott, ja. Er macht Mut und er verteilt Aufgaben nicht an die gut reden können. Oder die Starken, die Mutigen. Nein, er verteilt Aufgaben oftmals gerade an die vielleicht schwach sind, die das Gefühl haben, ich kann es nicht, ich habe Angst. Aber wenn Gott da ist, dann musst du keine Angst haben. Er hilft dir immer wieder und du darfst deine Angst ihm sagen. Und so können wir die Angst besiegen. Und Elia hat noch genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Er hat nicht aufgegeben. Er ist nicht in der Angst geblieben, sondern er hat Gott vertraut. Und dann ist das ein weiterer Punkt, ein vierter Punkt, wo du die Angst kannst besiegen kannst, wenn du eben machst, was Gott sagt. Ja, wir zittern vielleicht bei gewissen Sachen, haben wir Angst, aber Gott ist da, er lebt und er hilft. Und darum sage ich an dir, gib nicht auf, sondern vertraue dem grossen, lebendigen Gott. Lebe mit ihm. Vielleicht hat Elia auch, wie der König David, das Lied gesungen oder Gott gelobt. Im Psalm 27, Vers 1, dort heisst es nämlich, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Vor wem soll ich Angst haben? Der Herr ist meine Kraft vom Leben. Eben, vor wem soll ich Angst haben? Vor wem sollte mir grauen? Steht da. Ich muss keine Angst haben, weil Gott über allem steht. Und so ist es mir ja schon viel besser gegangen. Und die Sache mit der Isabel, die hat er einfach Gott überlassen. Und ja, Gott selber hat er mit Isabel abgerechnet, hat mit ihr geschaut. Und er hat den Elia, oder durch all das ist Elia wirklich gestärkt worden und hat die Angst können besiegen. Ja, und das Beste, der erste Punkt, fang an mit Gott zu reden. Sag ihm alles. Und ich denke, machen wir doch das gerade jetzt auch noch, mit Gott reden. Und während ich bete, kannst du daheim bei dir, kannst du auch gerade einfach für dich still beten. Du darfst vielleicht Gott, wenn du eine Angst hast, darfst du ihm gerade sagen. Oder auch eine Sorge oder sonst irgendetwas, darfst du es einfach Gott sagen und wissen, er gehört dich. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns immer wieder Mut machen möchtest, dass du uns hörst, dass du alles weisst von uns und dass du immer wieder helfen möchtest, dass du grösser und stärker bist als die Angst und dass wir mit dir die Angst besiegen können. Wir danken dir, Herr. Amen. Und wir möchten jetzt wieder miteinander ein Lied singen. Das heisst, ich bin nicht allein. Ja, das darfst du wirklich wissen. Mit Gott bist du nie allein. Auch wenn es nicht so kann,
Ganz sicher, Noemi. Aber schau, wir laufen schon so lang. Ja, aber dort vorne ist schon der Weg, wo wir vorher sind. Bist du sicher? Vertrau mir, Noemi, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber weisst, Nathalie, Menschen kann man schon vertrauen, manchmal enttäuscht sein. Der Einzige, der ihn nie enttäuscht, das ist Gott. Und ihm dürfen wir vertrauen, auch wenn wir Angst haben, egal um was es geht. Wir dürfen unsere Angst Gott erzählen und wir dürfen wissen, dass er uns hilft. Ja, und wenn wir jetzt auch noch gerade das Quiz machen? Hey ja, komm mal, schau doch mal, wie gut ihr daheim aufgepasst habt. Ja, und den Preis, hast du etwas? Hast du etwas eingepackt? Wir haben doch ein paar Sachen für die Wanderung mitgenommen, ich schau mal. Ah ja, wir haben ja letztes Mal was gegessen. Wasserflaschen? Nein, das ist ein bisschen blöd. Ah, wir können das nehmen. Oh ja, okay. Hey, das ist gut für euch daheim. Wenn ihr mal auf eine Wanderung geht und einen Snack unterwegs braucht, dann wir können empfehlen, Offi-Gutzli, sehr gut. Genau. Also das ist der Preis von der heutigen Quiz-Sendung. Und jetzt, erste Frage hast du. Genau, ich muss gerade schauen. Genau. Frage 1 ist, mit was hat der Elia seine Angst besiegt? Antwort A, mit Betten. Antwort B, mit Heulen, Brüllen. Oder Antwort C, mit Davonlaufen. Hey, natürlich gibt es noch eine zweite Frage. Die ist, was erwartet Gott von Elia? Oder was hat Gott erwartet? Antwort A, dass er mutiger sein soll. Antwort B, dass er Gott seine Angst erzählt. Und Antwort C, dass er nicht an seine Angst denken muss. Ja, genau. Ich bin immer gerade hinter der Kamera gewesen. Und ich darf jetzt noch die dritte Frage euch stellen. Und zwar, wie hat Gott dann Elia begegnet? Wie ist er ihm begegnet? Entweder A, durchs Feuer, oder B, durchs leislige Säuseln vom Wind, oder C, durchs Erdbeben. Ja, füllt unbedingt das Quiz aus und füllt eure Ofenmalt rein. Es lohnt sich. Gutzli. Ja. Bis dann. Tschüss Tschüss zusammen. Ciao.